Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, gerade eben habe ich ihn verkloppt, stehe hier, latscht da wieder rum und geht nachts um 0:26 Uhr wieder auf die Felder. Guter Mann. Und wir können uns dann, da ich mich mit den Goblin-Skelette nicht anlegen will. Was schleichst du da rum? Ups. Wie, der Typ wird hier schon auf mich aufmerksam. Merkwürdig. Okay, dann. Sehen mich hier nicht? Verdammt, was ist los? Der Typ wacht schon auf, obwohl ich hier... Ups. Nicht so clever. Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt Rumschleiche. selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst, oder? Noch nicht. Noch nicht. Dann lassen wir die mal Rosi sei und sprechen wir mit dem Superbauer hier. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Du hast es doch eh noch Ist so in ein diesem Ona verfluchten Land gepachtet. eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Wie gesagt, der Hansel hat es ja selber nur gepachtet. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Top-Typ. Okay, so. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir noch rumschleichen können und ob wir nicht eventuell die Truhe knacken können von dem Hansel. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Links. Okay, für die 20 Gold war es das natürlich volle Wumme wert. Wie viel Dietriche haben wir da noch? Wo sind sie dann, die Dietricher? 29. Jo, Alter. Das mal los ist noch gerade durchgehe. Leider gibt es hier nirgendwo Brot zu klauen. Wer hätte es dann gedacht, dass es bei den Bauern noch nicht mal Brot zu klauen gibt? Okay, kurz vor der Ense haben wir es jetzt. Irgendwo muss ich ja noch ein Brot herkriegen, Herrgott nochmal. Dann könnten wir jetzt aber auch nochmal gucken, ob bei Ona schon alle Leute pennen. Weil da kann ich nochmal so einen kleinen Bruchlander. So, der macht hier Mitternachtsernte. Wie es aussieht. Oh, in der Nähe von Feldräuber, das ist aber nicht so geschickt. Ja, komm, helfen wir dem Knaben noch ein bisschen und kümmern uns ein bisschen um die Feldräuber in der Nähe. Ja, dass der Dachschädel noch von den Viecher hier gekillt wird. Komm. Das mal sogar etwas stärkere Waffe. So. Komm schon. Sehr schön. Nichts zu plündern. Okay, von denen kann ich leider noch nichts rausknacken, was ich gebrauchen könnte. Komm schon. Gut. Kann ich gleich zu deinem toten Kamerad Geselle. Und komm schon in den Feldräuberhimmel, keine Angst. Gibt's dann lauter Rive und Krummbeere und Gellerrive. Dir wird's doch gut gehen. Hopp, hopp. Ja, die hocken da anscheinend auf so ein kleiner Hort drauf, die Viecher. So. Dann können wir mal genauso gut nochmal hier Fackelarm machen. Weil hier liegt noch ein bisschen was rum. Heilkraut und ein Lederbeutel. Gucken wir uns gerade mal an, was da in dem Lederbeutel drin ist. Ah, 25 Gold. Besser als gar nichts, oder? So. Jo. Hier bei der Mühle haben wir anscheinend nichts. So krabbeln noch ein paar andere Feldräuber rum. Aber die lassen wir jetzt mal einfach Feldräuber sein. So, noch ca. 3000 oder 2700 Erfahrungspunkte brauchen wir, um zum nächsten Level aufzusteigen. Alle hopp. Wir haben es jetzt 1:30. Ja, ich denke, die dürften jetzt soweit alle Penner. Der Sentenzer, der hat ja auch nichts Besseres zu tun, als Tag und Nacht rumzustehen wie ein Ölgötze. Ja, abends oder nachts frisst er halt noch was. Petzt er sich noch eine Schinkerei. Aber irgendwie weicht er nicht. Genauso wie der Dachschädel hier. Der geht auch nicht fort. So, du hockt der Bodo Bach. Ja, wie geht's denn dir so? Ne, komm.
Nicht so wichtig. Okay, zack. So. Oh, dasselbe Fehler wie bei Gothic Ends. Der, und der Ark stürmt. Der Vassili wieder. Ah, okay. Jetzt steht er hier Schmiere, wie es aussieht. Und dann können wir ja genauso gut auch hier nochmal checken. Wie es dann so ausschaut. Machen wir hier nochmal die Yankee 1 und dann klauen wir doch hier ein bisschen was. Ah, das geht einfach so auf. Ja, okay. Pfeile waren jetzt nicht so gerade die Ausbeute, die ich mir hier erhofft habe. Oh. Oh, das war aber gerade noch rechtzeitig. Und jetzt gucken wir mal hier. Hey du, was schleichst du da rum? Das ist mein Hobby, verdammt nochmal. Mache ich halt gern. So, jetzt gucken wir nochmal hier, wie es hier aussieht. Yes, das ist allein, die hockt ja alles noch in ihrem Sessel. Verdammt mich nochmal. Und wie schaut's beim Lee aus? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ah, hier muss da irgendwo verdammt nochmal irgendwo Brot geben oder so. Verdammt, was ist los? Okay, also der lässt sich auch durch sehr schnell wecker. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Deswegen probieren wir es mal so. Und schleichen wir hier hoch, falls der Khalid pennt. Wäre ganz gut wieder. Sehr gut. Ich habe so einiges gehört. Naja, du hast so einiges gehört. Na dann. Gucken wir doch mal, ob Lee auch schon pennt. Ich glaube nicht, dass sich daran was Weil ändert. dann könnten wir uns ein bisschen an seiner Truhe zu schaffen machen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja, der pennt schon. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, dann probieren wir uns mal hier dran. So. Ich hätte das anders gemacht. Rechts, links, Verdammt, links, was ist rechts. Finger Ups. weg da! Okay. Du darfst uns kein Dietrich abbrechen, sonst hören die uns. So. Was schleichst du denn darum? Hier ist das erleid. Scheinen die wohl hier alle zu wecken. Das ist aber nicht so gut. Verdammt, was ist los? Haupt, das wird wohl nix so. So wird es definitiv nix. Zumal die Tochter die ganze Zeit Stierdo Wache hält. Bringt uns dann wirklich was. Auf das Ende Brot kommen wir jetzt an. Eventuell finden wir hier was. Wir sollten nur nicht mit den Leuten von Silvio schwätzen. Das ist vielleicht nicht so klug. Okay, Wolf ist hier mit derer. Was machst du hier in meiner Küche? Soll dich retten. War doch seine Entscheidung. Hier. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreicher. Hier gibt's nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpack natürlich. Okay. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof werde arbeiten? mich da nicht Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Okay, dann hier. Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Ja. Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Okay, und hier? Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Na toll. Und hier? Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Nett. Und ja, die habe ich derzeit alle gerade so wirklich die Chance. Und da hier überall Leute sind, kann ich hier an nirgendwo einbrechen. Das ist Kacke. Das ist echt Kacke. Na gut, dann wird es erstmal nix. Ich habe gedacht, ich könnte mir jetzt hier irgendwo wenigstens auch ein Brot holen. Hey, du. Vielleicht dann nochmal mit dem Schwätzer. Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben, aber jetzt ist Schluss damit. Ja, genau. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht aus Versehen in das Bett eines Söldners. Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen. Aber mit Fremden, die nicht zum Hof gehören, machen die Söldner, was sie wollen. Okay.
Ja, na gut. Mit dem habe ich jetzt auch nichts großartig zu palavern. Ich glaube, der Schafhirte, müsste jetzt noch wissen, wie der Typ heißt. Ich glaube, der verkauft auch noch ein bisschen Zeug. Bäuerin, Bauer, steht das ganze Pack auf hier. Was ist los? Bennett pennt hier, Hodges. Stimmt, mit dem habe ich schon mal geschwätzt. Markt, Gunnar und Bauer. Mit dem kann ich auch nichts großartig bereden. Nee, mit der kann ich auch nicht handeln. Irgendeiner von euch muss doch nur Brot haben, verdammt nochmal. Bennett. Verdammt, was ist los? Wie sieht's mit dem... Was brauchst du? Okay, der hat nichts mehr. Schmiedehammer, jo, Allah. Nee, das bringt mir jetzt alles nix. Bringt mir alles nix. Alles nur Käse. Und in der Küche kann ich erst einkaufen, wenn ich dem wenn ich dem Bullwei oder wie der Typ heißt hier ein Achter ins Hemd dreht. Na gut, ich kann es euch mal zeigen, was da dann abgeht, aber das ist ein Kampf, der ist viel zu hart für mich. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst den nicht besiegen. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Tja, das geht zumindest nicht als Quest hier rein. Ich glaube, das ist Silvio. Dann soll ich wohl nicht A sprechen. Aber der hässliche Hansel hier. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. So. Steck die Waffe weg. Das wirst du bereuen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Typ auf die Schnutschlache können. Parier doch! Zwar, dass es gerade so kracht. Mach ihn fertig! Der hat gesessen. Das wird ihm Ja. eine Lehre sein. Genau, das wird mir definitiv eine Lehre sein. Mit dem Typ lege ich mich auf jeden Fall nicht an. Viel zu stark, Endcrit und ich bin weg vom Fenster. Ich meine, gut, die Waffe hat er jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem muss man nicht provozieren, das Ganze. Es stinkt mir jetzt trotzdem, dass ich hier echt kein Brot mehr finde. Verdammt nochmal. Ich habe doch die ganze Zeit ein bisschen Brot bei mir gehabt. Na toll, da habe ich das unbedingt doof fressen müssen bei den Goblins. Mist, das stört mich jetzt etwas. Und hier in der Gruft finden wir da eventuell was. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Speisebeigabe oder so, die man dort da gebraucht hat. Schauen wir nochmal hier kurz rein. Haben wir hier eventuell irgendwas reingelegt? Nur goldene Schale und eine alte Städtafel sowie silberne Kerzenständer. Das ist ja alles schön und gut, aber Lederbeutel haben wir auch noch. Gucken wir mal, was in dem Lederbeutel drin ist. Apfeltabak brauche ich gerade nicht. Lederbeutel, da haben wir es. 25 Gold. Okay. Habe ich ein bisschen die Privatgruft noch geflattert. Es kann aber auch sein, dass dieser Schafhirte eventuell noch was für uns hat. Der müsste dann dort drüber auf der Weide sein. 3:13 Uhr Hammers. Also der pennt auf jeden Fall mal nicht in der Shire drin, der Typ. Seht, der kennt hier noch irgendwo rumlungern bei der Schafe. So, da brauche ich jetzt aber mal wieder. Bei Hammers dann, bei Hammers. So, Fackel. Wäre definitiv nicht so verkehrt. So, wo ist denn der Hansel? Da sind die Hemmel. Was auch irgendwo der entsprechende Overhammel dazu sei. So. Wo ist ja dann nur der Overhammel? Nirgendwo zu finden. Na toll. Das ist immer das Geile, wenn die Jungs nicht aufzufinden sind. Moment, das ist, glaube ich, irgend so Söldner oder Banditenlager mal wieder. Sollten wir uns mit der Type anlegen? Sind da überhaupt welche da? Wir werden es gleich rausfinden. Ah, da ist ein Brot. Na Allah. Und eine Spitzhacke ist ja auch noch dabei. Geiler Scheiß. So, rostiges Schwert ist da auch noch dabei. Apfel und Milch gibt es auch noch. Ja, saugut, saugut. Haben wir alles, was wir brauchen. Wolfsfälle, Schafsfälle. Billiger kommt man nicht an die Dinger dran, ohne das entsprechende Vieh dafür knacken zu müssen. So, Wolfsfell. Ui, sogar Fälle eines Schattenläufers. Ja, geilomat. Hier haben wir noch 20 Gold und einen Dolch drin.
Wird auf jeden Fall auch gern genommen. Perfekt. Dann, da drüber ist nichts mehr. Oh, ihr Lichter. Mit denen sollten wir uns auch noch nicht anlegen, glaube ich. Eine Heilpflanze. Dann bringen wir dem Jäger jetzt mal seinen Krusch zurück. Den er haben wollt. Was ist da zurück? Wir bringen ihn seine ordentliche Mahlzeit, die er haben wollt. Und dann jagen wir noch ein bisschen die Bandite, die Bromors goldene Schale hin. Habe ich ja schon in der letzten Episode versprochen, dass ich mich darum kümmern werde. Ich denke, bis dahin dürfte auch allmählich die Sonne wieder aufgegangen sein. Dann dürften wir auch wieder ein bisschen mehr sehen können. Weil so in der Dunkelheit ist schon ein bisschen schwierig. So, da. Habe ich ja gar keinen Hansel gebraucht, der mir irgendwas verkauft. Man findet ja alles dann doch irgendwo in der Umgebung. So. Kerl, es gibt was zu futtern. Ach Gott, der ist gerade eingefroren. Okay, jetzt steht er wieder. So. Oh, verdammt, was ist los? Hat er hier im Steh gepennt oder was? Bitteschön. Hier hast du dein bestelltes Essen. Prima. Und nun? Dann, Bring mir das Jagen bei. ganz genau Was das. willst du lernen? Was kann man denn überhaupt von dir lernen? Ui, Horn des Schattenläufers für 3, Zangen rausschneiden, Herzen nehmen und Zähne reißen. Das ist ziemlich geil. 3, 4, 7, 10. Wenn ich 10 Lernpunkte habe, kann ich mal wieder vorbeikommen. Wäre ich wahrscheinlich eher nicht so parat habe, wenn ich hier in der Gegend noch ein bisschen rumflatter. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir mal. Wir können auch noch durch den Spalt hier gehen, weil es ist ja ein neues Dach. Es kann sein, dass uns die Innerstatue dann wieder für 100 Goldstücke Attribut schenkt. Müssen wir mal gucken. Kann natürlich auch absolute Käse sein, aber naja, Dach, neues Glück und so. Probieren wir es doch einfach mal. Kann auch sein, dass es doch nicht noch Tagesabbruch geht, sondern dass es da wirklich noch Stunde geht. So, also noch 24 Stunden, so rum. Okay, dann beten wir mal und... Ah, tatsächlich. Schenkt die Geschicklichkeit +1. Ja, super. Das heißt wohl immer ab 0 Uhr kann ich hier mit, naja, Attributspunkte rechnen. Das ist natürlich sehr nützlich und gut zu wissen. Dann können wir die Kuh hier melken, so oft wie es geht. Geschicklichkeit +1 für 100 Gold ist definitiv ziemlich gut. 60 Geschicklichkeit haben wir jetzt. Ah ja, das sollte man definitiv nehmen, was man kriegen kann, würde ich sagen. Kann aber auch sein, dass das für die ganze Innerschreine gilt, dass nur ein Attribut am Tag erhöht werden kann. Oder dass die halt neu aufgeladen sind und pro Tag, pro Schrein ein Attribut. Wenn man bei der richtigen betet. Okay, jetzt wird es allmählich aber auch wieder ein bisschen heller. Wir haben 4:15 Uhr, Viertel 5. Dann sollten wir jetzt nochmal in den letzten 10 Minuten, die wir haben, Richtung Banditenlager gehen. Ich glaube, die lungern da irgendwo in so einem kleinen Camp rum, die Typen. Und die dürften dann Bromors goldene Schale haben. Das kann ich dann demnächst im Puff abliefern. So. Dann erstmal da lang. Ich glaube, wir sind hier in der richtigen Richtung, oder? Gucken wir auf die Karte, Kerl. Ja, genau. Einfach ein bisschen weiter in die Richtung. Dann müssten wir dort zu dem Banditenlager kommen. Glaube ich mich zumindest zu erinnern, dass das hier war. Dann wird hier nochmal der Yankee Ants gemacht. Und dann gucken wir doch mal. Ein paar Blutfliege, mit denen wären wir fertig. Vor allem mit unserer neue supergeile Ultrawaffe, die wir haben. Ja, 2 gezielte Schläge auf die Dates und dann war's das. So. Aber bei dem Jäger können wir auf jeden Fall auch sehr praktisches Zeug lernen. Sprich dieses ganze Herzenreißen und so und Zähne reißen und Pipapo ist durchaus was sehr Nützliches. Oh, jetzt habe ich doch schon am Stück hier die Pilze gekahlt. Sollte ich doch nochmal warten, bis ich ein bisschen mehr Verletzung habe. So, dann können wir hier nochmal die Yankee Ants machen. Ja, an der Stelle auch nochmal danke Tanja für den Tipp. Von wegen, man muss die Pilze hintereinander speisen, damit man seinen Mana-Bonus kriegt. Hier macht sie irgendwo nochmal Quack. Das ist nicht so gut. Mit Skelett-Gorbos mag ich mich jetzt nicht anlegen. Oh, da sind sie ja schon, die Skelett-Gorbos. Mit euch möchte ich mich nicht anlegen. Warum ihr auch immer untot klingt, wie ihr auch zur Lebzeiten geklungen habt. Das sind schon die Banditer. Geht weg. Geht doch weg. Ja, oh Mensch, lasst mich doch in Friede, ihr Mistviecher. Für euch habe ich gerade echt keinerlei
Zeit oder Muße oder Stärke. Ach du Scheiße. Ach du liebe Hundescheiße. Jetzt bist du dran, kommt jetzt bestimmt. Mach dich fertig. Okay. Dann legt euch doch mal mit deinen Goblins an. Wie wäre dann das? Renn so schnell wie du kannst. Das habe ich irgendwie schon vor, ja? Okay. Wieder eins von diesen. Haha, die Goblins erledigen die ganze Arbeit für uns. Das kann natürlich auch nicht schaden. Und wenn ich hier noch mal ein bisschen Heilung mache, dann warten wir, bis die Quai-Quacks weg sind. Und dann gehen wir hinterher. So. Oh oh, ich glaube, die stürmen hinter mir wieder her. Heidewitzka. Lasst mich doch einfach in Friede, ihr Knotzer. So. Aber okay, das war eigentlich auch eine Taktik, ne? Wobei, das ist eigentlich Käse, absoluter Käse. Das brauche ich jetzt nicht, so ein Quatsch. Wir machen das nochmal von vorne. Die Goblins kamen von dort in der Richtung. Das sind Wölfe. Dann gehen wir doch mal hier einen großen Bogen rum. Okay. Wo sind die? Nee. Kann ich vergessen. Die kommen also aus der Richtung. Ach, wieder gut zu wissen. So. Ich will aber die Erfahrungspunkte für die ganze Bandite haben. Insofern brauche ich das eigentlich schon. Na toll. Da kommen auch noch welche gegammelt. Mann, oh Meter. Da stehe ich auf einem echt gefährlichen Fleckchen, muss ich sagen. Das heißt in dem Fall, wir müssen vorsichtig sein. Dann rüsten wir uns mit dem Bogen aus. Dann sehen wir dann nämlich genau, wo was rumlungert. Da steht schon das erste Wärstel. Ja, okay, da kommt die ganze Bande wieder an. Bringt leider, wenn ich uns mit einer Art zu lege. Okay. Wie machen wir das dann? Wie machen wir das am besten? Da sind zwei. Und da warsteln zwei rum. Da probieren wir doch mal zwischendurch durchzugehen. Ach, da ist uns wieder das ganze scheiß Getier auf der Ferse. Das gibt's doch gar nicht. Dann lassen wir es so ein bisschen rumwarsteln. Bis es die Schnauze voll haben von uns. Ups. Alter, sind die nervtötend, die Biester. Oh Mann. Ätzende kleine Deivel. Aber ich wäre nicht mit einer fertig. Ich krieg die nicht hier. Komm schon, verliert's Interesse an mir. Hopp. Wenn die nicht so ewig an der Backe hängen würden, die Biester. So. Feldräuber sind jetzt nicht so das Problem. Dann habe ich eine bessere Idee. Bevor ich jetzt hier ewig rumrenne, machen wir das doch ganz anders. Dann gehen wir doch tatsächlich hier den langen Weg an Wölfe und Pipapo vorbei. Kümmern uns um die Biester erstmal, weil die können wir erledigen. Die sind jetzt nicht so das große Problem. Und kümmern uns dann darum, dass wir an der Steinwand entlang an der Feldläufer vorbeigehen. Feldräuber vorbeigehen. So, du blöde Blutfliege, du willst auch noch dein Fett weg. So, dann komm mal her.
So. Gibt es nämlich auch noch Erfahrungspunkte durch die Biester. Okay, so lang ist meine Waffe dann auch nicht. Tritt näher, er ist kürzer als du denkst. So. Dann hätten wir das erledigt. Irgendwelche andere Blutfliege habe ich jetzt auch noch angelockt. Das sind die da hinten. Okay, die machen ein bisschen Stress. Nicht so schlimm. Ich kann mich hier in deine Feldräuber entlang hangeln. Dann habe ich die Goblins nämlich nicht mehr auf dem Schirm. Also Goblin-Skelette sind derzeit erheblich viel zu stark für mich. So, hier geht's ein bisschen wascht. Noch ein Trank hinterher. Dann kann der dappische Feldräuber meinetwegen 8, so. Komm ruhig her. Also hier in der Wildnis muss man echt höllisch aufpassen, was man da schafft. Da könnte jeder Schritt der letzte sein, den man so macht. Ala hopp. 5 Uhr morgens haben wir es in einer Minute, also jetzt wahrscheinlich. Und dann können wir uns hier entlang warsteln. So. Feldräuber her. Also die Erfahrungspunkte nehme ich definitiv noch mit. Hauptsache ich mache diese Goblin-Skelette nicht auf mich aufmerksam. Weil du brauchst, so wie man sieht, so ein ganzer Pulk von Bauern, um die irgendwie im Zaum zu halten. Und dann sind es auch nur einer von den Skeletten. Die Banditen scheinen in etwa mein Niveau zu haben. Weil sonst hätten die Goblins die niemals so schnell platt gemacht. Das heißt, die dürften durchaus machbar sein für mich. So, jetzt speichern wir hier noch einmal. Und dann gucken wir, dass das funktioniert. Okay, Blauflieder ist jetzt nicht gerade so spannend für mich. Okay, jetzt sind wir näher dran. Da können wir hier gerade nochmal speichern. Und dann schauen wir mal, ob wir die Knabe nicht eventuell sogar mit dem Feuerball platt kriegen. Bandit. Und? Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Oh, der schießt mit Pfeiler, der Mistkerl. Ups. Das war jetzt nicht so gut. Gehen wir mal in Deckung. Schmausen uns hier nochmal irgendwas rein. So ein Blauflieder oder so wäre vielleicht ganz gierig. Und dann zischen wir nochmal einen Feuerball auf den Hansel drauf. Oh, auf einen anderen war das jetzt, aber... Na gut, dann komm mal her, du Dappschädel. Im Nahkampf wäre ich immer noch fertig mit dir. Oh. Jetzt hat der ganze Pöbel hier mitgekriegt, was Sache ist. Also sollte ich irgendwo hier gehen, wo die mich nicht gerade erwischen können mit ihrer Fernkampfwaffe. Okay, komm schon. Dir trete ich auf die Eier bunt. So, einer ist tot. Degen der Banditen mit dem F drauf. Dietricher. Und noch ein Degen hat der. Ala Hopf. Gut, dann petze ich mal jetzt mal die Pilze hier rein, nacheinander. Eventuell bringt es uns jetzt so den tollen Mana-Bonus. Komm schon. Und bringt es uns jetzt endlich mal was? Wäre schön, wenn. Sonst heißt es weiter kräftig Pilze sammeln. Und Gewitter erleiht. Eva, Mana plus 5. Na, Allah. Perfekt, dann können wir uns jetzt noch so ein Blauflieder zwitschern. Super, 20 Pilze hintereinander. Allah hopp. Dann speichere ich jetzt hier noch einmal. Wir probieren es nochmal irgendwie. Haben wir noch irgendeine Magie oder so, wo wir drauf rusen können? Nee, das ist nicht gut genug. Und sonst haben wir leider keine Magie mehr parat. Na gut, dann muss ich die Hansel irgendwie rauslocken. Jetzt bist du dran. Ah, die sind immer noch gewarnt. Okay, ich muss nur genug dran kommen, dass der Typ nämlich schießen kann. Bleib stehen, du Lump! Immer feste drauf! Ah, okay. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Alles klar. Okay, gegen 2 von euch komme ich höchstwahrscheinlich nicht, Aber schauen wir mal, was wir ausrichten können. Nee. Das war's für dich, Penner.
Alles klar. Dann die Sache, ihr liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir das ganze Spektakel weitertreiben. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.